Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare Video. Ja Leute, diesmal zu dem Ralf Rangnick Video. Ja, da gibt es ja einige Kommentare und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und ja, ich bin sehr gespannt, ist ja ein sehr aufgeladenes Thema. Ja, meine Meinung ist einigermaßen bekannt dazu und ich bin mal gespannt, was ihr da so rausgeballert habt. GB, bei manchen Kommentaren wünscht man sich, dass man nicht nur den Trainer austauscht, sondern auch manchen sogenannten Fan. Ja, da bin ich gespannt, GB. Refan, Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Reaction. Danke. Zuländer, ob zu Recht oder nicht, die verfahrene Trainersuche ist ein erster Dämpfer für Max Eberl. Jo. Patrick, United-Fan erneut hier. Rangnick war ein halbes Jahr Trainer bei uns mit der Aussicht, danach Sportvorstand zu werden. In dem halben Jahr hat er enorme Kritik an dem Verein geübt, woraufhin er dann geflogen ist. Die Eigentümer bei uns haben es ja nicht so mit der sportlichen Kompetenz, daher ist der Club jetzt auch da, wo er eben ist. Die Fans lieben Rangnick, aber genau dafür immer noch. Ich denke auch, der Rangnick ist jemand, der die Dinge klar und offen anspricht. Langsam wird es schon auffällig, wie viele Leute wir von RB holen. Ja, na klar. Eigentlich haben wir ein Abkommen, ne? Mit Red Bull getroffen. Red Bull ist auch ab nächstes Jahr unser Hauptsponsor, wer das noch nicht wusste. Und unser Trikotsponsor und unser Bandensponsor. Na, macht euch keine Sorgen. FCB, finde es echt krass, wie viele Bayern-Fans gegen Rangnick sind. Er bringt eigentlich alles mit, um den Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Die meisten tun ja so, als käme da irgendeine Pfeife, aber der Mann hat Kompetenz durch und durch. FCB, da gebe ich dir 100% recht. Ja, ich denke auch, dass der Kompetenz durch und durch hat. Ja. Christian, wenn Rangnick kommt, wird das eine Daily Soap. Das wird unterhaltsames Popcorn-Kino. Eberl, Freund, Hoeneß, Rummenigge und Rangnick unter einem Dach. Herrlich. Sehe ich genauso. Mr. Edward Bear Grylls. Rangnick ist unser Untergang. Eberl und Freund kannst du eigentlich sofort wieder rausschmeißen. Wilder Take. Haji, absolut geniale Sätze. Es ist erschreckend zu lesen, hören, wie dem FC Bayern München keine titellose Saison zugestanden wird. Vielleicht auch 2 Saisons. Was soll der Verein denn bitte sein? Eine Maschine, eine Simulation in einem Fußballmanagerspiel? Absolut krank. Wir müssen weg von dem Gedanken mit wir, meine ich Fans, Medienexperten etc., dass Bayern jedes Jahr 2, 3, 4 oder 6 Titel holen muss. Mit diesem Gedanken erzeugst du diese aktuelle Stimmung. Klar, der Anspruch des Vereins sollte immer sein, bei allen Wettbewerben vorne mitzumischen. Aber dieses Bayern muss immer und da alles gewinnen, ist fatal. Auch ein Manchester City, Real Madrid, Liverpool und wie sie alle heißen, gewinnen auch nicht jedes Jahr die Meisterschaft, Champions League, Pokal, Liga-Pokal oder sonst was. Und das ist völlig normal. Jo. Außer beim FC Bayern darf sowas nicht vorkommen. Absolut lächerlich. An dieser Erwartungshaltung und Nicht-Akzeptanz, mal keinen Titel zu holen, gehst du kaputt. Kommentare, dass Bayern keine Top-Adresse sei oder dergleichen von teilweise Experten, wo man eigentlich eine gute Meinung zu hatte, sorgen bei mir für totales Unverständnis. Ich habe immer das Gefühl, es wird vergessen, dass wir 11 Mal hintereinander deutscher Meister wurden. Dass wir Zweiter im UEFA-Ranking, Stand 25.04.20 mit sind. Wir 5 Punkte hinter City, die gehören nebenbei einem Emirat. Wir stehen 13 Punkte vor Real Madrid und 27 bzw. 29 vor dem 4. und 5. platzierten PSG und Liverpool. Ich weiß, davon kann man sich nichts kaufen, aber nur mal so zur Einordnung. Ist das Argument, was ich auch immer bringe. Daran kann man gut erkennen, wie die letzten Jahre so liefen. Klar ist man auch mal im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Welcher Verein tut das denn aber bitte mal nicht? Real Madrid 18, 19, 19, 20 jeweils im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Passiert auch und ist auch okay. Aber man muss das Verein einfach auch mal eingestehen. Meine Güte. Dann dieser Abgesang auf den Verein, ich kann es nicht verstehen. Teilweise werden dann in Berichterstattungen über Vereine geschwärmt, die lange nicht das erreicht haben, was an Bayern München erreicht hat. Einfach nur zum Kopfschütteln. Das gleiche könnte ich jetzt nochmal runterspielen über manche Aussagen zu Spielern. Dazu kommt noch, dass ich in dieser Thematik ganz klar auch den Verein kritisieren muss. Unsere Spieler werden einfach 0,0 beschützt. Eher das Gegenteil ist der Fall. Da werden Kimmich quasi vom neuen Sportvorstand Ultimaten gestellt, anstatt sich mal klipp und klar sich hinter den Spieler zu stellen. Auch hier einfach nur zu Kopfschütteln. Naja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Wir stehen immerhin im Halbfinale Champions League. Ja, ich stimme dir bei vielen Sachen zu. Bei der Spielergeschichte stimme ich dir nur teilweise zu. Wie soll ich sagen? Also nochmal, man hat den Fehler gemacht, dass man diese Spieler nicht in Frage gestellt hat. Auch ein Kimmich hat man nicht in Frage gestellt, wenn er schlechte Leistungen
gebracht hat. Das waren 1,5 Jahre. Das war jetzt nicht nur diese Saison, nicht nur 3, 4, 5, 10, 15 Spiele. 1,5 Jahre, sehr, sehr schwankende Leistung, sehr kritisch. Man hat es hingenommen. Man hat es einfach hingenommen und trotzdem niemals in Frage gestellt. Also ich denke, dass der Verein da schon zu 1000% hinter dem Spieler stand. Wie willst du das sonst erklären, dass Spieler mit diesen Leistungen, die sie gezeigt haben, immer und immer wieder spielen und Stammspieler sind? Unangefochtene Stammspieler. Also ich denke, da steht der Verein schon hinter den Spielern, die sehr viel mit dem Verein erreicht haben, weil sonst wären wir nicht in dieser Situation, in der wir sind. Und das halte ich für fatal. Ja, man muss diese Spieler sportlich in Frage stellen. Jederzeit. Genauso wie im Trainer. Jederzeit kann man den sportlich in Frage stellen. Aber alles, was über diesen Punkt hinausgeht, ja, da hat sich ein Verein hinter dem Spieler zu stellen, hinter dem Trainer zu stellen. Da gehe ich 100% mit. Aber wie gesagt, wenn Spieler keine Leistung bringen, gehören sie kritisiert und dann gehören sie auch auf die Bank gesetzt. Und eben nicht nur aufgrund ihrer Verdienste für den Verein, dass sie immer und immer weiter spielen. Deswegen sind wir ja sportlich in dieser Situation. Ich gehe mit, dass man diese Situation haben wird. Ja, man kann nicht auf Dauer jedes Jahr 1, 2, 3 Titel gewinnen, das ist völlig klar. Man wird jetzt vielleicht auch mal eine Durchstrecke von 2, 3 Jahren haben. Und das ist auch völlig okay. Das ist völlig fein, dass man überhaupt in dieser Situation ist, wo man gerade ist selbstverschuldet aufgrund dieser Sachen, ja, dass man diese Spieler nie in Frage gestellt hat. Die waren gar nicht dazu gezwungen, an ihr Limit wieder zu gehen, ja, und dass diese Spieler Motivationsprobleme haben, ist doch auch völlig normal. Man hat 6 Titel in einer Saison geholt. Man hat quasi für sich persönlich alles erreicht, was man mit dem FC Bayern in einer Saison erreichen kann. Es geht nicht mehr. Das war das Maximale. Ja? Und dann ist doch völlig menschlich, dass man da die letzten Prozent vermissen lässt. So, da mache ich den Spielern gar keinen Vorwurf. Ich mache dann dem Verein und den Trainern den Vorwurf, dass man diese Spieler dann nicht einfach mal beiseite genommen hat, mit denen gesprochen hat, denen das mal versucht hat, so zu erklären, und wenn das dann nicht passt, die Spieler halt auch mal nach draußen setzt, mal eine Denkpause gibt. Man hat bei Leon Goretzka die Saison gesehen, dass das hilft, wenn man den einfach mal 4 Wochen draußen lässt. Ja. Man hat aber auch gesehen, dass wenn man Kimmich mal aus der Mitte wegnimmt und auf die rechte Verteidigerposition stellt, dass er da auf jeden Fall eine ganze Ecke bessere Leistungen bringt. Und so weiter und so fort. Aber ich würde mich jetzt hier auch nur wiederholen. Ja? Also nochmal, für mich ist eine titellose Saison oder 2 Titel oder 3 titellose Saisons völlig okay, solange man sieht, ja, dass was aufgebaut wird. Ja, dass eine Mannschaft aufgebaut wird, dass wir versuchen, dass wir guten Fußball spielen. Dann habe ich da gar kein Problem mit. Wie du schreibst, man kann nicht jedes Jahr, das sind keine Maschinen, also das ist keine Simulation, man kann nicht jedes Jahr liefern und jedes Jahr irgendwie die Titel gewinnen. Ja? Da gehe ich 100% mit. Aber man muss da ein bisschen unterscheiden, was diese Saison abgegangen ist und auch die letzte Saison. Ja? Deswegen gehe ich da nicht ganz mit dieser Geschichte, weil den Aspekt hast du leider nicht geschrieben. Ja? Für dich stand da nur so, ja, es ist lächerlich, dass man jetzt da alles in Frage stellt, weil man eine titellose Saison hat. Nee, darum geht's mir persönlich zum Beispiel gar nicht. Es ist völlig okay, dass wir eine titellose Saison haben. Es geht nur um die Art und Weise und wodurch das entstanden ist. Das ist, was ich kritisiere. Sven, selten war das Wort wild so treffen. Mal sehen, wie er dann die EM durchziehen und gleichzeitig den Kader planen will. Hatte ich schon wild gesagt? Da sehe ich gar keine Probleme. Digi Ritter, weil er ist ja nicht der Teammanager wie in England. Da ist ein Freund, da ist ein Eberl, und es wird ja wohl nicht das Problem sein, am Tag eine Stunde zu quatschen und darüber zu sprechen, ja, mit dem Spieler sind wir so weit, der Spieler. Also, da muss ein Rangnick ja nicht mit am Tisch sitzen. Also. Digi Ritter, ich habe bei Rangnick auch ein komisches Bauchgefühl, aber lass mich überraschen. Viele Alternativen haben wir auch nicht mehr. Langsam schwimmen uns die Fälle davon. Ich sag nur Coin Neuer. Wir wissen ja, was daraus entstanden ist. Wird schon alles gut. Mir ist an mir. NBA Sam, mir ist an mir. Thomas, ich finde es immer absolut surreal, wie Thomas
Jubel, dieses Arsenal Superteam. Was? Ich finde das immer absolut surreal, wie Thomas Jubel. Dieses Arsenal Superteam, welches am Wochenende mit 5:0 gegen Chelsea gewonnen hat, über 2 Spiele outgecoacht hat. Jubel. Verwirr mich doch nicht so. Fan vorher, wahrscheinlich ist er genau der Mann, den wir jetzt brauchen für die nächste Saison. Das werden wir dann sehen, wenn er da sein sollte. Christian, wäre interessant, wie viel Stimmen eine Petition bekommt, die sich dafür einsetzt, dass Rummenigge und Hoeneß endlich wirklich in Rente gehen und aufhören, dazwischen zu murksen. Das wäre wirklich interessant, ja. Stimme ich dir zu. Ruf doch mal einer ins Leben. Udo, super hohes Niveau. Bayern hatte das Glück, in den 70ern einige Ausnahmespieler zu haben und einen Olympiastadion zu bekommen. Alles danach ist eine reine Geldgeschichte. Udo, du hast leider auch keinerlei Ahnung, aber das macht nichts. Liquid. Mich als Trainer würde der FCB abschrecken. Seit Pep Guardiola war kein Trainer nicht mal 2 Jahre im Amt. Das spricht nicht gerade für den Verein. Richtig. Gerald, wenn er Charakter hat, bleibt er bei der Nationalmannschaft. Da hat übrigens noch Vertrag, nicht schon wieder Ablöse zahlen. The Real Bavarian, diese A- oder B- oder C-Lösung geht mir so auf den Keks. Jeder Trainer hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Entweder er passt oder nicht. Das ist richtig. Der Rangnick und der Mops vom See. Wie geil. Simon, der hat bei Manchester United damals zu wenig Zeit bekommen. Der hat auch einfach mal Ronaldo nicht spielen lassen, um besseres Teamgefüge zu bekommen. Der Ansatz gefällt mir gut. Tüppel. Aber jetzt, aller Voraussicht, wird es Dr. Professor Rangnick. Ich kann es kaum erwarten, wie der den ganzen Laden umkrempeln wird. Was Umbruch, Gestalt, neue Strukturen schaffen, ist Rangnick mit der Beste, den man bekommen kann. Das denke ich auch. Für Aznu, Tel, Musiala, Pavlovic, aber auch für einen Malik Tillmann und Wanner können da neue Türen aufgehen. Rangnick wird ein Glücksfall für diese jungen Spieler sein. Das wird sich dann zeigen. Anita, Rangnick, Forst, Hoeneß, Rummenigge, wie ich mich darauf freue. Joachim, ich hoffe, dass die letzten Aussagen, die die Bayern gerade von sich gegeben haben, bei Rangnick bewirken, dass er ablehnt. Rasenramo, Respekt für deine ausgewogene Einschätzung trotz deiner persönlichen Antipathie. Ich sehe auch eine große Chance, mit Rangnick neue Strukturen und Prozesse in den Verein zu bringen. Letztlich auch Respekt an Eberl, hier Macht in der Kaderplanung abzugeben, um die jetzt bestmögliche Lösung herbeizuführen. Das wissen wir ja auch alle gar nicht, oder? Ich meine, der Eberl hat von Tag 1 an gesagt, dass er schon so der Teammensch ist und nicht der Ich bin's und entscheid alleine. Und vielleicht kann er ja super mit dem Rangnick. Wir wissen das ja nicht. Ja, vielleicht wird er auch wieder von der Presse und von Fans und so einfach viel zu viel reingetragen. Ja, vielleicht harmonieren die beide Bombe und haben ähnliche Ansichten. So, und ich denke, es ist auch nicht schlimm, wenn man anderer Meinung ist beim einen oder anderen Spieler und das dann ausdiskutiert wird. Ja, eine gesunde Streitkultur ist immer was Gutes, Leute. Also von daher. Die Antisympathie kommt wahrscheinlich auch daher, dass er oft bei Vereinen Trainer war, die mit uns in Konkurrenz gestanden haben, auch wenn wir die Titel geholt haben und er mit seiner Mannschaft und er mit seinen Mannschaften nicht. Weiß ich gar nicht. Rattenhals, man muss ihm aber auch die Zeit geben. Ja, na klar, das muss man aber jedem Trainer, den man jetzt verpflichtet. Jedem. Das ist völlig Wurst, wie der heißt. Mika, ja genau, richtig. Man muss der Sache positiv entgegenblicken. Vielleicht wird es ja richtig geil und wenn nicht, kann man später kritisieren. Und wenn er absagt und Hansi auch, wen holst du dann? Marco Rose. Obwohl der mit Sicherheit besser wäre als ein Hansi Flick. Morpheus, bin jetzt auch nicht der große Rangnick-Fan, aber falls es doch soweit kommt und er zu uns geht, dann können wir nichts ändern. Von daher bin ich mal auf die nächsten Tage gespannt. Ich auch. Jo, von Rangnick als Trainer halte ich viel. Er ist ein intelligenter Trainer, aber ich habe Zweifel, ob die Spieler seine Ideen und das System Fußball zu spielen geistig verarbeiten können. Ein Versuch ist es wert, aber er sollte die Freiheiten und Kompetenzen bekommen, die er benötigt, um die Mannschaft und den Verein so zu formen, wie er möchte. Natürlich wird er und seine Arbeit dann an Titeln, besonders den Champions League-Titel, gemessen werden. Des Weiteren müssen einige Spieler, besonders die Low-Performer wie Choupo-Moting, Min-Jae, Davis und so weiter, verkauft werden. Choupo-Moting läuft der Vertrag aus. Jo. Bei Leverkusen und Stuttgart sind einige willige Talente, die sicher gerne den Verein wechseln würden. Dies ist meine persönliche Meinung, die niemand teilen und gutheißen muss. Ja, ich teile die. Joan Bernhard, genau. Great One, das größte Problem ist, glaube ich, auch das Konfliktpotenzial, wenn Eberl und Freund nicht so machen, wie Rangnick es will.
Ja, aber das ist ja der Take, den ich gerade schon gesagt habe. Wer sagt denn, dass das überhaupt da ist, dieses Konfliktpotenzial? Vielleicht sind ja alle drei auf einer Wellenlänge. Es könnte Tuchel werden. Was man so liest, könnte der Kader sogar mehr zu Rangnick passen, als man denkt. Vielleicht ist das eine Sparmaßnahme. Statt den halben Kader auszubauen, holt man den Trainer, der am besten was mit Opa und Kimmich und Goretzka und so anfangen kann. Zur Not wäre, glaube ich, Flick frei und Mourinho auch noch. Nee, wenn das Argument wäre, hätte man Hansi Flick geholt. Ja. So, ich denke, der würde am meisten mit diesem Kader rauskitzeln, weil er der perfekte Spielerflüsterer und Puderer ist. Ich glaube schon, wenn Rangnick kommt, dass der knallhart da auch in Zusammenarbeit mit dem Eberl den Rotstift ansetzen wird. Wen es dann erwischt, wird man sehen. Michael Redmoon, ich habe gelesen, Uli Hoeneß hat bestätigt, dass Ralf Rangnick nur die dritte Wahl ist. Ja, wie gesagt, die Reaction ist ja hier drauf, was der Uli so von sich gegeben hat. Wir müssen nehmen, was wir kriegen können. Kennst du doch. Noch was, ich gebe dir recht, ich sehe Tuchel auch nicht als die beste Wahl für unseren Club. Aber im Moment gibt es einfach keine gute Alternative, oder sehe ich das falsch? So machen wir uns nur noch mehr zum Affen. Ja, du siehst das in meinen Augen definitiv falsch. Weil, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, Tuchel einfach nicht zum Konzept unseres Vereins passt. So, Tuchel ist ein guter Trainer, das steht außer Frage, Leute. Das muss ich nicht immer wieder wiederholen, aber er passt nicht zu dem Konzept, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben für die kommenden Jahre. Ganz einfach. The Julings, ich trete aus meinem örtlichen Bayern-Fanclub aus, wenn es Ralf Rangnick wird. Und das nicht, weil ich was gegen ihn habe, sondern weil ich Österreicher bin und mir trotz allem die Nationalmannschaft mehr als der Verein bedeutet. Achtung, schizophrener Satz. Wenn mir also mein Verein unseren Nationaltrainer wegschnappt, kann ich das dem Verein nicht verzeihen. Ralf Rangnick wäre sicher ein absoluter Top-Kandidat für den FC Bayern, aber würde mir halt wirklich wehtun und mich extrem enttäuschen, ihn als Nationaltrainer zu verlieren. Ich wäre auf gut österreichisch richtig angefressen. Auf den Verein, wenn die sich den schnappen, so nach dem Motto, hier aus dem kleinen Österreich können wir abwerben, wie wir lustig sind. Warum muss man das dann dem FC Bayern ankreiden? Wenn, dann müsste man das ja den Herrn Rangnick ankreiden, dass er das dann lieber macht, als eure Nation zu coachen, oder? Nur so ein Gedanke. Jimmy, also, auch wenn ich diese Petition nicht kenne, beziehungsweise unterschrieben habe, über 7000 Leuten das Fansein absprechen und sagen, sie hätten vom Fußball keine Ahnung. Nee, ich spreche nicht das Fansein ab, ich sage nur, dass sie keine Ahnung vom Fußball haben. Und das auch nur auf dem FC Bayern bezogen. Ja, und da stehe ich auch zu. Fan sein kann ja jeder sein. Ich kenne genug Fans, die keinerlei Ahnung vom Fußball haben. Die aber sagen, ich bin Fan des FC Bayern München. Das ist doch völlig fein für mich. Wer diese Petition unterschreibt, hat einfach keine Ahnung von Fußball. Punkt. So, mein Guter, sowas mag ich gar nicht. Alles gut, Jimmy. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass du mehr als diese über 7000 Leute auf Tasche hast, beziehungsweise eine größere Kompetenz. Ja. Und das wage ich jetzt auch einfach mal zu bezweifeln. Und das kannst du sehr gerne tun. Weil ich stark annehme, dass du diese Menschen nicht alle kennst. Grüß aus dem Osten. Nee, ich kenne keinen dieser Menschen, das ist mir aber auch egal. Wer diese Petition unterschreibt, hat keine Ahnung von Fußball. Das ist dasselbe, als wenn du sagen würdest, oder mein Take, jeder, der die AfD wählt, ist ein rechter Idiot und hat keine Ahnung von Politik. Das ist auch ein Fakt. Und auch die Leute kenne ich nicht persönlich, die AfD wählen. Ne? Ganz einfache Kiste. Und ja, da nehme ich mir das Recht raus und sage von mir, aus voller Überzeugung, aus meinem tiefsten Herzen, dass ich mehr Kompetenz habe als die Leute, die diese Petition unterschrieben haben. Weil es kein Argument dafür gibt. Sportlicher Sicht. Menschlicher Sicht, keine Ahnung. Können wir gerne darüber diskutieren. Aus sportlicher Sicht gibt es kein Argument dafür. Wenn man das mit einbezieht, was der Verein sich auf die Fahne geschrieben hat. Ja, sollte Tuchel jetzt die Champions League gewinnen, kannst du natürlich sagen, ja, aber es war ja ein super Erfolg, jetzt muss jetzt Trainer bleiben. Ja, kannst du dann argumentieren, aber das, was der Verein möchte, ja, Spieler integrieren, was aufbauen, eine Spielphilosophie integrieren, all das hat Tuchel nicht geschafft, wird er in Zukunft nicht schaffen, weil er da keinen Bock drauf hat, das ist auch völlig okay, aber dann haben diese Leute keine Ahnung, wenn sie diese Petition unterschreiben. Ganz einfache Kiste.
Aber das ist auch nur meine Meinung. Du kannst ja deine andere Meinung haben. Es kann auch jeder seine Meinung haben. Deswegen unterschreiben auch so viele Leute diese Petition. Das ist für mich völlig fein. Das ist einfach nur das, was ich denke und das Recht, was ich mir rausnehme. Weil ich das Selbstvertrauen habe und ja. Punkt. Ganz einfach. Gerard, eins ist ja sicher, wenn man den Rangnick nur im Gedächtnis hat, als Leipzig-Trainer total unsympathisch, voll aggressiv gegen uns und so weiter, dann ist ja alles gut. Den als Leipziger Trainer war das ja sein Job, gegen uns und nicht für uns zu sein. Wenn er dieselbe Einstellung hat bei uns, dann ist doch alles gut. Ja, das werden wir ja sehen. Ne? GB, Rangnick will ein Spielsystem etablieren, was man auch auf dem Platz sehen wird. Das, was wir an TT kritisiert haben, was null zu sehen ist, war. Gehe ich 100% mit, ja. Denken wir uns an, du willst ihn feiern? Jo, guck mal. Colling. Mich wundert nur, dass die ganze Diskussion öffentlich ist. Die Presse wusste ganz genau, wer gerade die Nummer 1 auf der Liste ist. Für uns gut, aber sonst. So, weiter geht's. Elias. Mit Rangnick können wir Leverkusen schon zur zweiten Meisterschaft in Folge gratulieren. Wer glaubt, dass RB-Pressing-Fußball ausreicht, um Alonsos System zu knacken und auf der Strecke mehr Punkte zu holen als Leverkusen? Aha. Der hat von Fußball keine Ahnung. Wenn Rangnick so ein toller Trainer wäre, dann frage ich mich, warum er in 30 Jahren nie für Topclubs interessant war oder irgendwelche Champions-League-Erfolge vorzuweisen hat. Sein einziger größerer Verein war Manchester United und dort hat er innerhalb kürzester Zeit den Support der Führungsspieler verloren. Bin ich halt dagegen, nehme ich gerne in Kauf, dass ich dann auch keine Ahnung vom Fußball habe. Michaelis. Ralf Rangnick ist mir persönlich sowas von unsympathisch, aber als Bayern-Fan muss ich damit leben, wenn er kommt. Mal schauen, was wird. Andi, bin ganz deiner Meinung, aber wenn die das mit Rangnick eingehen, wird er das nur machen, wenn er gehörig mehr Macht erhält, als sich bisher jeder vorstellen kann. Wenn es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, wird er früher gehen. Ich tippe darauf, dass er vorzeitig selber geht. Und vorher wird er den Laden auf links drehen, wenn er denn überhaupt kommt. Ja, erstmal sollten wir abwarten, ob er kommt. Und dann können wir gerne über die restlichen Sachen spekulieren. Ne? Gerard, am Ende des Tages ist es auch egal, wer es wird. Hauptsache, er passt zum Verein und zu den Ideen vom Verein. Ja. Ich nehme an, dass man den nächsten Trainer mitgeteilt hat, was man aus diesem Verein machen möchte und wo der Weg hinführen muss. Keine Missverständnisse mehr oder Versprechen, die man nicht halten möchte aus Sicht des Vereins. Da gehe ich auch ganz stark von aus, Gerard. Adam, Ralf Rangnick ist sicherlich keine schlechte Wahl in Bezug auf seine Kompetenz für unseren Verein. Es gibt jedoch viele Fragen, die er sich selbst stellen muss. Wie viel darf ich hier ändern? Wie viel Rückendeckung bekomme ich im Verein? Passt mein Spielstil zum Verein? Und die wichtigste Frage, soll ich es mir mit 65 noch einmal mit Bayern München antun? Wir alle wissen, dass es in München nie ruhig ist und er hat gerade erst in Österreich etwas aufgebaut. Es muss wirklich viel intern los sein, dass wir derzeit so viele Absagen erhalten. Egal, wer am Ende gewählt wird, wir haben sowieso keinen Einfluss drauf. Nee, Einfluss haben wir auch nicht drauf, nee. Aber, ja. Ich denke schon, dass das nochmal ein Reiz sein kann, gerade weil er 65 ist und gerade wie es der Vorposter ja beschrieben hatte. Ralf Rangnick nie wirklich einen großen Titel gewonnen hat. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das schon nochmal ein Reiz ist. Nick Suhn, sollte er eher absagen, bleiben nicht mehr sehr viele Optionen. Muss es eigentlich immer ein sogenannter Star-Trainer sein? Nö, muss es nicht. Elias, wild. Hans im Glück, Dienstmann hat jetzt auch abgesagt. Christian. Ja klar, Dortmund liegt ja auch kurz vor Finnland auf der Karte. Selber Witz. Michael. Ich halte Rangnick für sehr kompetent und traue ihm, Eberl und Freund einen echten Umbruch zu. Vor allem unter Entwicklung und Integration von Talenten. Ja, da kann man jetzt nicht wirklich widersprechen, denke ich. Ob das dann klappt oder nicht, ist natürlich eine andere Sache, aber ja. Petra, noch ist es nicht offiziell mit Rangnick, vielleicht zeigt er auch den Mittelfinger. Jo. Dirk, hallo Kai, mir ist der Rangnick auch nicht sympathisch, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich hoffe aber, dass wir nach 2 Jahren wieder vernünftigen Fußball spielen. Elias, bevor ich mir Rangnick ins Haus hole, der sowohl menschlich als auch sportlich nicht zum Verein passt und sowieso zum Scheitern verurteilt ist, würde ich lieber 10 weitere Jahre Tuchel wählen, der zumindest bewiesen hat, dass er ein herausragender Champions-League-Trainer ist. Rangnick sollte mit seinen 0815 RB Gegenpressing-Fußball so weit weg bleiben, wie es nur geht. Man hatte schon vorher das Gefühl, dass mittlerweile zu viele Leute aus dem RB-Kosmos vorbei unterwegs sind. Sauer, Freund, Eberl, aber jetzt mit Rangnick, den Vater des RB-Fußballs und RB-Konstruktion, setzt dem Ganzen noch einen drauf. Wer diese Entwicklung gutheißt, dem kann ich nicht weiterhelfen.
Ja, ich kann dir für deinen Post auch nicht weiterhelfen. Aber das muss ich ja auch nicht, ne? Geben seine Meinung. Michael, bei Rangnick ist das gleiche wie mit Nagelsmann. Beide haben einen Traumjob bei der Nationalmannschaft. Der wäre ja schon blöd, zu Bayern zu gehen. Mal sehen, ob Rangnick so viel Charakter hat wie Nagelsmann. Was ein dummer Satz. Sorry, Michael. Was hat das mit Charakter zu tun, Alter? Wenn du 65 bist und in deiner Karriere am Ende bist, im Herbst deiner Karriere bist, warum soll man dann nicht die Chance nutzen, einen Top-Verein wieder in neue Sphären zu führen und selber auch noch ein paar große Titel zu gewinnen? Also, das ist leider eine super dumme Aussage. Das kann man ja beim Alonso vielleicht so machen, das kannst du vielleicht auch beim Nagelsmann so sagen, weil er noch ziemlich jung ist, aber bei einem 65-Jährigen ist das eine sehr dumme Aussage. Meiner Meinung nach. Airfox, keiner sagt, Tuchel ist der Trainer. Rangnick hat nur nichts bewiesen und spielt meiner Meinung nach noch schlimmeren Fußball als wir aktuell. Wilder Take, lasse ich mal so stehen. Butterzucker. In dieser Situation ist Rangnick eine gute Lösung. Mit Eberl und Freunden wird es auch klappen. Uli ist dann kaltgestellt, aber Rangnick ist 64 Jahre alt, glaube ich. Daher kann er nicht mehr alles machen, so wie vor 20 Jahren. Positiv ist, dass Rangnick noch keinen großen Titel hat. Die will er aber unbedingt noch gewinnen. Vielen lieben Dank für den Post, den hätte ich vielleicht mal vorlesen sollen, bevor ich den anderen dummen Post vorgelesen habe. Persönlich kenne ich ihn nicht, daher gebe ich keine Einschätzung ab. Jo, bin ich bei dir. Big N. Fan sein und Ahnung vom Fußball gleich zwei Dinge. Ich genauso. Hab Tuchel nie gemocht, aber Bayerns derzeitige Überarroganz geht mir mehr auf den Senkel. Und du hast vollkommen recht, Trainer stehen nicht gerade Schlange. Mir Samir kann man auch ohne Arroganz. Ich bin Bayern-Fan und höre jeden Beitrag von dir, aber diesmal gehe ich nicht so mit. Trotz unterschiedlicher Meinung ein großes Like. Ja, Big N. Alles gut, man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein, ne? Und wie gesagt, dein Satz gehe ich zu 100% mit. Fan sein und Ahnung vom Fußball sind zwei Dinge. Ja. Man kann Fan sein. Ich bin auch Fan von Beispiel Chicago Bulls mag ich sehr. Habe ich deswegen jetzt super viel Ahnung vom Basketball? Nee, habe ich nicht. Würde ich mir auch niemals rausnehmen. Deswegen würde ich auch nie hingehen und irgendeine Petition unterschreiben, wo es dann um irgendwelche sportlichen Dinge geht. So. X. Die Petition für Tuchel ist natürlich absoluter Kindergartenniveau, genauso wie die gesamte Debatte. Wer denn nun Bayern-Trainer wird. Am Ende entscheiden das die bekannten altgedienten Vereinsoberen und nicht irgendwelche Fans. Ja, das ist ja auch richtig so. Wäre ja auch eine Katastrophe, wenn wir irgendwas entscheiden würden, oder? Tino, ich kann Rangnick überhaupt nicht ab. Zudem wird er aus meiner Sicht überschätzt. Dennoch wäre er mir dahingehend recht, wenn er in München den Erfolg wiederbringt. Geht ja nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern um den Erfolg der Mannschaft. Jo. Anita, Tore-Petition? Ja, aber dafür, dass er endlich geht. Ja, sollten wir vielleicht mal eine Gegenpetition machen. Mal gucken, wie viele Stimmen die kriegen würde. Rangnick kam schon in Manchester nicht klar mit Weltstars wie Ronaldo. Er ist ein guter Trainer bestimmt, aber kein sehr guter. 0 Titel, andere Spielphilosophie, Pressing, Umschaltspiel passt nicht. Würde noch Arne Slot feiern. Mit Holländern kennen wir uns ja aus. Aha. Was hat der Nagelsmann spielen lassen? Hat die Spielphilosophie auch nicht gepasst? Also Nagelsmann hat ja auch genau das spielen lassen. Also. Martin, was Rangnick angeht, halte es für keine gute Idee. Jo. Talkie Bayern, ich sag, er wird es nicht. Irgendwann wird Bayern einen Trainer vorstellen, Rangnick wird beim ÖFB bleiben, genauso wie Julian Nagelsmann und ein Verbleib von Tuchel auf keinen Fall. Eberl wird entweder Ten Hag vorstellen oder letztlich doch Zidane. Schauen wir mal. Glubschi. Kann ich verstehen, warum der FC Bayern Ralf Rangnick holen will. Für mich nicht nachvollziehbar. Hat für mich keine Ausstrahlung. Außerdem lässt er ganz anderen Fußball spielen, wie der FCB gewohnt ist. Wir werden sehen. SKTD. Er ist ein Fußballfachmann und er wird die faulen Äpfel aussortieren, denke ich. Motivieren kann er auch, das sah man bei RBL. Was mir Bauchschmerzen macht, lässt er wirklich Pressing und Konterfußball spielen. Bayern definiert sich über Ballbesitz, das sollte Rangnick fortsetzen. Wir werden mit Sicherheit nicht auf Konter... Leute, das geht doch gar nicht. Habe ich doch schon mal gesagt. Das ist doch was Tuchel würde das doch auch gerne spielen lassen. Ja? So, Nagelsmann, wir haben Nagelsmann Fußball gesehen. Du musst beim FC Bayern, du kannst Pressing super interpretieren, super reinbringen, aber du musst natürlich mit Ballbesitz spielen. Du kannst ja nicht sagen, ich gebe den SC Freiburg im Heimspiel in München den Ball. Dann sagt der SC Freiburg, ja, vielen lieben Dank für den Ball, wir nehmen den und spielen ein bisschen quer in unserer Hälfte und nehmen den Punkt mit nach Hause. So, und das machen 90% der Mannschaften gegen den FC Bayern in der Bundesliga.
Ja, also, das weiß doch ein Rangnick auch. Wir wissen doch, also, du schreibst ja selber, dass er ein Fußballfachmann ist. Also, der ist ja nicht doof. Der weiß das doch. Also, Leute, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Natürlich muss der ein bisschen anderen Fußball spielen. Ich weiß nicht, wie Österreich gerade spielt. Spielen die auch nur auf Konter oder was? Ich habe keine Ahnung. Rock'n'Roller wäre einfach zu geil. Er wird von Tag 1 an versuchen, die Hand zu beißen, die ihn füttert. Sobald er einen 2000er Anzug trägt, geht der steil. Aha. Wortlaufen, ja, aber zum Beispiel Musella verdribbelt sich auch unter Flick oder Nagelsmann und Sané trifft unter anderen Trainern genauso wenig. Wenn man Talent fördern will, muss auch Talent da sein. Pavlovic wird gefördert, bei Musella gibt er auch nicht auf. Abgesehen davon will der Verein Spiele gewinnen und da ist es verdammt schwer, immer junge Talente einzubauen oder besser gesagt, dafür müssten die Stammspieler vorlegen, konstantere Leistung auf erwartetem Niveau, Spielwert bringen. Wenn Leverkusen nicht so eine glückliche Jahrhundertsaison spielen würde, wäre unterm Strich auch alles halb so schlimm. Ich finde, sie haben unter Tuchel in die Spur gefunden und Rangnick wäre nur wieder ein Risiko, aber bestimmt keine garantierte Verbesserung. Sehe ich ein bisschen anders, aber das ist auch völlig fein. Und ich sehe nicht, dass ein Tuchel einen Pavlovic gefördert hat. Sehe ich nicht. Aber gut, das kann jeder sehen, wie er möchte. Aber wer sich ein bisschen damit nun mal auseinandersetzt, wann ein Pavlovic spielen durfte und wann nicht, sollte man schon sehen, dass du nicht sagen kannst, Pavlovic ist jetzt unterm Tuchel groß rausgekommen. Aber auch nur meine Meinung. What's up? Petition, dass Tuchel bleibt wild. Ja. Sebabo, lieber mit Tuchel ein Jahr und Klopp danach holen. Markus, wird nichts, kann ich euch gleich sagen. Habe bisher bei jedem Trainer richtig vorausgesagt, ob das was wird oder nicht. Carlo, Razzo und Kahn haben wenigstens den Tuchel, einen Champions League-Gewinner geholt. Was ist das jetzt? Was hat Rangnick bis jetzt gewonnen? Mit welchen Stars in der Mannschaft? Und vor allem, ein Thomas Müller ist für den FC Bayern viel wichtiger als ein Rangnick, der ihn bestimmt links liegen lassen würde. 100% tragisch für den Club. Bitte, bitte nicht. Jeder andere ist besser. Herbert, rot-weiße Grüße. Granit Stone, warum spricht denn niemand über Hansi? Weil Hansi eine Pflaume ist. Weil Hansi ja vieles kann. Ich glaube nicht, dass Hansi eine neue Mannschaft formen kann, Alter. Aber das glaube auch nur ich. Stefan Rangnick wäre ein Fehler, meiner Meinung. Und Uli lacht, Hoeneß holen oder Demi. Mr. Reloaded. Mr. Teen Reloaded. Es wird Kompetenzgerangnicke geben. Rot-weiße Grüße. Ja, kann passieren. Katrin. Das mit Rangnick geht nicht gut, ist wieder rausgeschmissenes Geld. Die geben bald mehr Geld für Trainerablöse als für Spieler. Sezahiert. Rein in den Bombs. Genau. User. Was ist los? Bei uns beim FC Bayern. Professor Rangnick passt nicht zum FC Bayern. Er hat noch nie einen vergleichbaren Verein zum Erfolg geführt. Er kann Mannschaften von unten ins Mittelmaß führen, aber die beste Bundesligamannschaft zu verstärken und zu einer Einheit zu formen, traue ich ihm nicht zu. Trotzdem eine Chance hat er verdient. Vielleicht bekommen dann ja, wenn es schief geht, Kloppi Mitleid mit uns und bekommt Lust, den FC Bayern zu coachen. LG an Kai und Fans. Ja, guck mal, das ist doch, so kann man das doch sehen. Ja? Ich will das jetzt nicht unbedingt so sehen, aber Fakt ist, ja, bekommt der Rangnick das absolut nicht hin. Habe ich ja auch gesagt, dann sind im nächsten Jahr wieder andere Trainer da. Gibt das da ein gutes Bild für den Verein ab? Nein, aber das Bild ist sowieso schon eine Katastrophe. Chico hat die Position unterschrieben. Ja. Glückwunsch. Aragon. Richtig geil wäre, wenn er ganz lässig absagt. Vielleicht tut er das ja. Herbert. Und Sie sind sympathisch und klasse und ehrlich. Ich bin so begeistert von Ihren Sendungen. Sie gefallen mir wirklich. Herbert ist doch gut jetzt. Herbert, alles ist gut. Vielen lieben Dank. Redux. Bei Tuchel war man auch euphorisch und wurde enttäuscht. Somit könnte es bei Ralle genau andersrum sein. Ja, ich habe da nichts gegen, du. Ne? Redux. So gar nichts. Absolut null habe ich dagegen. Marc der Staufer. Rangnick hat schon bewiesen, dass er erfolgreich trainieren kann. Bei verschiedenen Vereinen.
Der Spielstil ist jedoch weniger auf Ballbesitz ausgerichtet, wie ich hier empfinde, mehr auf Pressing und schnelles Umschaltspiel. Ich schätze Rangnick eher so ein, dass ihm das englische Trainer-Manager in einer Person mehr zusagt, als sich mit anderen Personen herumzuschlagen. In Ulm hat er Historisches geschaffen mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Aktuell wird Ulm in der 3. Liga von Thomas Wörle trainiert. Platz 1, frühere Frauencoach bei uns, auch damals Meister. Ja, weiß ich, kenne ich den Wörle. Für mich wäre Rangnick ein Vorteil, da er sehr gerne nach Ruid in die Sporthochschule gegangen ist, nach Ballanskreis, okay. Das Problem für uns Fans ist, wie sieht das gewünschte Trainerprofil aus? Wird mehr auf Spielstil, Menschlichkeit, Vita etc. Wert gelegt oder was soll es sein? Zur Petition, ein Fußballverein sollte kein politisches Schauspiel sein. Das Trainerprofil kennen wir ja nicht genau. Wir wissen, der Trainer soll wieder mehr Jugendspieler mit einbauen, soll Spieler entwickeln können. Soll mit Sicherheit einen offensiven Spielstil pflegen, das wurde auch kommuniziert. Und ansonsten muss er mit dem Eberl und Freund zusammenpassen. So, das sind die Sachen, die kommuniziert wurden und alles andere wissen wir ja nicht. Ein Bürger, es kommt alles raus in die Medien. Ich finde es schlecht, aber ich glaube, Bayern hat eine Absprache mit der Bild. Aha, warum? Zahlt die Bild uns 100 Millionen im Jahr, oder was? Alles andere ist doch Schwachsinn. Weshalb sollten wir eine Absprache mit der Bild haben? David Immunich unterschreibt die Petition auch. Bleib da, Tuchel. Viel Spaß. Na also, das ist dein Statement. Ich hoffe nur, dass Eberfreund Hoeneß dieses nun auch anschauen. Ja, na klar, jeden Tag schauen die hier rein. Was ist denn los? Die lesen auch jeden Kommentar von euch hier. Matthias, Rangnick wird sehr schnell die Kabine verlieren. Hab da etwas Leuten gehört. Aha. Wem hast du das den Leuten gehört? Und wer sagt denn, dass die Kabine nächstes Jahr noch dieselbe ist? Wenn der Herr Rangnick kommt. Captain Kurt. Nach 6 Monaten Rangnick implodiert die Sebener Straße. Okay. Ist notiert. Stefan. Meiner Meinung nach wird Rangnick nur als Notnagel geholt, also nichts mit Umbruch. Es ist doch offensichtlich, was die Bayern jetzt vorhaben. Jetzt Rangnick holen und nach einem Jahr versuchen, Klopp oder Lonze zu bekommen. Nee, den Take gehe ich nicht mit. Stefan, Rangnick ist ein sehr guter Trainer für den FC Bayern München. Das wird man sehen, wenn es so kommen sollte. Christian, nach CT kommt er eher vom Regen in die Traufe. Turbatin, am besten Tandem-Trainer-Duo. Uli und Kalle verpflichten, wie bis jetzt, aber endlich offen und offiziell. Das wäre legendär, ja. Marc Welzer. Bin auch kein Fan von Rangnick. Wir brauchen einen Trainer, der Ausstrahlung hat, motiviert und Fehler im Spiel schnell erkennt und abstellt. Wenn ich mir seine Erfolge ansehe, liegen die auch lange zurück und da ist kein Champions League dabei. Leider ist inzwischen der Trainermarkt sehr, sehr dünn zur Zeit. Wenn der kommt, sind dir die nächsten 5000 Abonnenten sicher. Nee, das glaube ich nicht. Warum sollten mir dann die nächsten 5000 Abonnenten sicher sein, wenn der Rangnick kommt? Ich finde es immer schwierig zu sagen, er hatte noch nichts, er hat noch nichts erreicht und hat keinen Champions League gewonnen. Ich weiß nicht, ob das immer ein Maßstab für einen Trainer sein muss. Timo Herzog. Ralf Rangnick ist nur eine Saison gut, dann baut er ab. Zitat Uli Hoeneß vor ein paar Jahren im Doppelpass. Zitat. Ralf Rangnick, als er bei RB Leipzig war, zur Presse. Wenn ihr Schlagzeilen wollt, geht zu Bayern. Wenn ihr Fragen zum Fußball habt, seid ihr bei Leipzig richtig. Ja, ich kenne das auch anders, das Zitat. Und Leute, was vor 15 Jahren war, wen interessiert es denn heutzutage? Also jetzt mal ernsthaft. Simon. Ich als VfB-Fan kann nur sagen, der Rangnick wäre eine Top-Lösung für die Bayern. Hätte er den auch gern beim DFB gesehen als Bundestrainer. Der kann das. Anastasios Fotiadis. Ich habe das Gefühl, dass der FCB zum Dosenclub wird. Bald heißt die Arena Red Bull. Warum schaut Bayern nicht mal rüber zu Real Madrid, wie man einen Verein richtig führt? Traurig. Ja. Hast du noch nicht gehört, oder was? Wie gesagt, Red Bull auch jetzt Hauptsponsor ab nächstes Jahr. Der Rangnick gleich mit eingefädelt. Cosmic. Ich habe richtig Bock darauf, Rangnick bei uns arbeiten zu sehen. In meinen Augen war Van Gaal menschlich eine Vollkatastrophe, hatte aber zu seiner Zeit den Grundstein für zukünftige Erfolge des Clubs gelegt. Mal schauen. Noch hat er nicht zugesagt, ja. Edin. Ich finde es echt interessant. Ralf Rangnick bringt auf jeden Fall viel Erfahrung mit. Ich bin echt gespannt, ob er es wird. Und ja, wer diese Petition unterschrieben hat, kann ich auch nicht mehr verstehen, als wenn es mit Tuchel nächste Saison besser wird. Leute, seht es ein, es ist vorbei mit Tuchel. Arthur, hab kein gutes Gefühl bei Rangnick.
Leukerius, Korn, Rangnick. Banja, Rangnick passt von seiner Philosophie eher nicht zu uns. Michi, in meinen Augen ist Ralf ein Trainer-Manager und der falsche Mann für den FCB. Wenn man ihn holt, kann Max die Koffer packen. Seine Position wäre dann überflüssig. Ich bin persönlich gegen Rangnick. Mika, Ole Gunnar Solskjaer hätte ich gern gesehen. Vor 5 Jahren waren alle Trainer, die jetzt abgesagt haben, in Sicherheit gekommen, egal wie lange sie Verträge haben. Ja, aber wir sind ja nicht vor 5 Jahren, wir sind ja jetzt in der Gegenwart, ne? Tobias, es gibt viele Argumente dafür, dass Rangnick nicht länger da bleiben wird als Tuchel. Zum Beispiel. Es ist keine bewusste Entscheidung für Rangnick und sein Konzept, sondern nur eine D-Lösung aus der Not heraus. Und Rangnick weiß das. Rangnick wird nicht die Macht und Entscheidungsfreiheit bekommen, die er für sich beansprucht. Die Vorzeichen, mit den alteingesessenen Machthabern im Verein im Frieden zu sein, sind denkbar schlecht. Man bedenkt, was Hoeneß über ihn im Doppelpass gesagt hat. Umbruch hin oder her, wir wissen doch alle, dass dieser Verein keine Geduld hat für einen Umbruch auf Kosten der Erfolgslosigkeit. Auf Kosten der Erfolgslosigkeit. Denn die nächste Saison muss besser werden, der Druck ist definitiv da. Rangnick hat nicht die Strahlkraft aller Guardiola, Heinkes und keine großen Titelreferenzen, die nötig ist, um die Spieler was in Zaun zu halten, die sich dann irgendwann wieder bei der Chefetage beschweren und den Rausschmiss fordern werden. Kompetenzgerangel und Hahnkampf mit Eberl und so weiter wird unvermeidbar sein. Manchester United war eine Katastrophe mit ihm. Und zu guter Letzt, egal wie es wird mit Rangnick, das Wichtigste ist doch, dass wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Sind alles Punkte, die du aufführst, die eintreten könnten. Ja? Ob das passieren wird, werden wir sehen. Noch ist er ja noch nicht mal verpflichtet. Wa? Max Albert, Rangnick eher kein Motivator. Konrad, wenn Bayern der Werkself vom Bayer überhaupt Paroli bieten will, dann wird es wohl auf Rangnick hinauslaufen müssen. Herbert, ich lasse mich überraschen, ob es Rangnick wird. Ja, anders geht's ja nicht. Matthias, Rangnick kann in 17 von 18 Bundesliga-Vereinen Erfolg haben, nur nicht bei Bayern. Aha. Banja, keine Ahnung, diese Gerüchte nerven mich nur noch. Gespielt werden täglich mehrere Namen, während alles klar mit Rangnick ist. Ist sie dann der heißeste Kandidat? Auch ja, Tuchel muss bleiben, weil Xavi auch bei Barcelona bleibt. Schlons Schuppe, Rangnick ist für mich trotz der Reputation einer der unsympathischen Akteure im Fußball. Sky habe ich schon gekündigt, egal ob der kommt. Für mich ist der Verein durch. Kaderzusammenstellung, Führungsebene ist mir nicht mehr Mir. Eine hohle Phrase, das ist vorbei. Es geht nicht darum, jedes Jahr Meister zu werden, aber Team, Trainer und Spielweise sind für mich wichtig. Da sehe ich momentan keinen Spaß mehr, hinzugucken. Ja, dann do it, wie du es tust. The King, sehr viele gute Takes von dir. Ich denke, die meisten, die die Petition unterschrieben haben, haben noch vor wenigen Wochen selbst den Rausruf gefordert. Egal. Selbst wenn, muss man sehen, dass Tuchel FC Bayern nun mal leider kein Perfekt-Match ist. Ja, es passt halt einfach nicht. Feierabend. Mit Burnout-Ralle zum Quadradrubel. Da kriegst du von mir keinen Daumen für. IQ sagt, 7000 haben keine Ahnung vom Fußball. Na, ein bisschen übers Ziel. Nee, mittlerweile sind es, glaube ich, sogar 15.000, die keine Ahnung von Fußball haben. Jo. Günter Meier, unsere Fans waren auch gegen Neuer. Keine Fans. Rangnick Chance geben, Tuchel hat versagt. Ganz einfach. Genau. Jumbo. Ich bin pro Rangnick. Wow, das war's. Das ging ja schneller, als ich dachte. Das ist ja Bombe, Leute. Kann ich ja direkt gleich rein in die Pressekonferenz zur Champions League. Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Ich würde sagen, gefühlt war es positiver, als ich gedacht hätte. Ich weiß nicht, 60-40 vielleicht, positiv pro Rangnick oder 50-50. Leute, noch steht nichts fest. Fakt ist, wir verhandeln mit dem Ralf und ja, Fakt ist auch, wenn er kommen wird es wahrscheinlich nicht ruhiger werden im Verein. Es wäre natürlich sehr überraschend, wenn es dann ruhiger werden würde. Aber lassen wir uns überraschen. Ne? Ich bedanke mich für eure Kommentare. Hat mir Spaß gemacht zu lesen. Auch wenn der eine oder andere Wilde dabei war. Im Großen und Ganzen war es ja okay. Wie gesagt, jeder kann eine andere Meinung haben. Ne? Da habe ich gar kein Problem mit. Und wer eine Petition dafür unterschreibt, dass Tuchel bleiben soll, ja, der hat für mich keine Ahnung vom Fußball. Und wenn das 100.000 Leute werden sollten oder 200.000 Leute, dann haben wir 200.000 Leute von mir. Aus meiner Sicht keine Ahnung von Fußball. Oder anders gesagt vom FC Bayern und dem Thema Fußball. Vielleicht ist da ja ein super Experte von Dortmund oder Chelsea oder Paris dabei, wo der Tuchel performt hat oder von Mainz. Und
keine Ahnung, dann will ich denen nicht absprechen, dass sie keine Ahnung von ihren Vereinen haben. Aber vom FC Bayern und Tuchel hat man keine Ahnung, wenn man diese Petition unterschreibt, dass ein Tuchel bleiben soll. Punkt. Tschö. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.